Willkommen bei Spiritualität Rieche raus. Mein Name ist Mats und heute greife ich ein Thema auf, was genauso gut an Psychologie gehört, an Esoterik, an Spiritualität. Ja, und sicher ist eine Mischung von all dem, wie das richtig für das Thema aufzubringen. Ich husche schon an sich den Aspekt vom Heilen, an sich ganz zu gehen, also heil ganz zu gehen. Und ich habe auch schon ein bisschen mit dem Inner Family System angesagt gehabt. Und ich will das heute einfach mal einen Schritt mehr weit bringen. Und ich werde wahrscheinlich einen zweiten Podcast machen. Was mal mein Karriere Esoteriker daraus gemietet. Das ist also ein Punkt für sich. Ich will auf das Thema angehen von Generationstraumata. Das heißt, wenn wir uns selber schaffen, wir schaffen darunter für die Nicht-Undeler, die Wannens-Undeler, so zusammen in den Tisch zu kriegen. Da geht es schon dabei ganz viele meist innerbewusst, meist unbewusst. Und an dem Moment greifen wir aus dem eigenen Unbewussten natürlich auch an das Kollektiv Innerbewusstsein und Unbewusstsein, von dem der Junge geschwärzt wird. Und das ist so ein echter Aussatz, wo in so Richtungen geht, dass es scheint uns fragt, wo verschiedene Systeme, die ihn immer bringt, verschiedene Traumata, die immer getriggert werden an einem, für was den irgendwie, nee, die Sache irgendwie nicht geheilt kriegt und nicht an den Griff kriegt. Du kannst ja so, dass ganz oft verschiedene Themen bei dem Mensch an Blut übergegangen sind. Das heißt, das nicht, dass das für uns so einfach ist, aus dem System herauszukehren ist, weil irgendein Trauma, den wir vielleicht selber in unserem Leben gemacht haben, wir haben eine Erbschaft. Ganz viele Leute, ich inklusive, stellen fest, dass wenn sie eine Sache schaffen, auf einmal stellen sie fest, dass Mom, der Pap, ähnlich Muster gewesen hat, Großeltern, das selbst Muster gewesen hat, Tata, Harmonien, aber wenn ihr nach Milch geht, mit denen zu schwätzen, dann geht das ganz bis weiter auf weitere Generationen heran. Und auf vielen esoterischen Richtungen, spirituelle Richtungen, wird davon geschwärzt, dass man für etwas wirklich zu heilen, dass ein Generationstrauma misst über 7 Generationen geheilt kann. Also beziehungsweise wir wären schon ob mans 7 Generationen an den Traumata dran. Ich werde ein Thema, also ein einziges Sujet allerdings herausholen, für euch zu weisen, dass das viel mehr alles wie nehmen 7 Generationen, aber das werde ich so als kleine Schmankerl zum Schluss halten, obwohl das wahrscheinlich bei mir schon hören hat. Aber das ist aber auch ein Aussatz, den ich an dem nächsten Podcast werde gebrauchen. Das ist eigentlich genau, was da geschieht. Der Punkt in der Geschichte ist, dass man Leute tun, die durch Situationen, die am Leben geschieht sind, ganz oft, wenn ich so ein Generationstrauma dann, da geht es nicht nur darum, was als Großeltern dann an, also die Generation sozusagen mittel, mir wirklich die ganze Generation im Moment. Das ist besonders so Sachen wie zum Beispiel Weltkriege, Hungersnot etc. Die haben lose Spuren. Das sind Spuren, die sich effektiv bis an die Enkelkanner oder an die Urenkelkanner heransetzen, ohne dass die Leute eigentlich gar nicht wirklich wissen, wo hier kommt. Und das ist ganz spannend, weil ich hatte gestern noch ein Video gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie die Person geheißen hat, die das Thema aufgebaut hat, wo auch erklärt wird, dass ein ganzer Scope von denen Erbschaften, die du überhältst, sie machen zu dienen, weil als Eltern, als Großeltern, als Vierfahren die Sache nie verschafft und nie geheilt haben. Dass da ganz oft, besonders in der Zeit, wo man nach die mit Großfamilien hatten, da war es so wohl Großmama und der Großpap, die hatten ein bisschen eine Oberhauptrolle, aber wenn die dann die Ängsten aus ihren Erfahrungen hatten, das ist mal nicht, dass sie bewusst überdrungen haben, aber sie haben die nächste Generation 4 gewarnt, für das nicht mehr 4 kommen. Und dann sind so Sachen 4 kommen, wenn dann mein Hungersnot gegangen ist, dass sie bei Leute Sachen angeschaut haben, an einem Moos, die
und sich nicht mit zu gerieren war, wo dann Sachen fortgegangen sind, und trotzdem haben sie das gehen, weil das aber immerhin sind Großeltern, die das so haben, das sind die am meisten wissen von dem Ding, die meiste Lebenserfahrung haben, also holen wir die mal dran. Und anstatt dass man die nächste Generation so mal dafür bereden, dass Sachen können auf sie zukommen, wo man selber noch nicht Bescheid wissen, was eigentlich kennt. Also, dass sie mir offen können mit den Challenges umgehen, die an der nächsten Generation, an den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten vorkommen, trainieren wir sie eigentlich und erzählen wir ihnen Richtungen an, die rüber sind. Und noch da, wie weit das wird gehen, ich werde noch darauf zurückkommen. Interessanterweise haben wir also an erster Stelle mal den Punkt, dass sich das natürlich psychisch überdreht. Wenn wir hingehen, wir holen das ganz auch so auf dem esoterischen Punkt auf, und ich meine, das wirklich mit bodenständiger Esoterik, dann haben wir das ganz natürlich auch, dass das sich energetisch überdreht. Dadurch morphogenetisch. Was ist Morphogenetik? Man als Körper strahlt ein Energiefeld aus, was die meisten Leute als Aura kennen. Und das ist ein morphogenetisches Feld. Und das muss ich nachher ganz andere Sachen rangehen, für wirklich zu weisen, wie verstreckt das Ganze ist an den verschiedenen Ebenen. Die morphogenetischen Felder, die wir entwickeln, die kommen dadurch, dass als Genetik die Energie an die Informationen ausstrahlt. Da gehe ich auch ein bisschen darauf an, wann es euch interessiert. Da gibt es ein Buch von Jeremy Nabi, das heißt Die kosmische Schlange. Und da erklärt er, dass uns sich als Genetik ein Hologramm ausstrahlen kann, an dem all die Informationen von der Natur dran sind. Das heißt nicht nur die den Mensch betrifft, sondern auch die Tierwelt betrifft und auch die Fauna betrifft. Das heißt, an dieser Genetik sind all die Informationen dran, und das ist nämlich ein minimaler Bereich, den eigentlich wirklich mal Menschsinn zu denen wird. Und dadurch, dass das den also aussendet, sozusagen, als das Feld noch draußen hier für verschiedene Leute sichtbar, das ist eigentlich das, was als Aura ausmacht, beziehungsweise, dass die Aura nicht nur einfach eine Ausstrahlung ist, mehr eine Ausstrahlung wie ein Radiosender, eine Emission von allen Informationen, die anders sind. Die gehen allerdings noch ein bisschen gefiltert, und zwar gibt es ein Thema, dazu gibt es auch ein Buch, was ich wärmstens kann auch raten, das ist Bruce Lipton sein Buch über die Epigenetik, intelligente Zellen, dass es nämlich nicht Genetik an sich ist, die Zelle ausmacht, aber dass als Zellwand wie ein Filter möchte, was von den Informationen von der Epigenetik, also von der Genetik durch die Epigenetik an nach außen hier gesandt wird. Das heißt, alles, was an unserem Körper von Energien und dadurch von Informationen und Messagen auch über Nervenbunden und über Gehirnzellen geschickt wird, geht mal für dich gefiltert, so dass ich kann sagen, auch wenn an unserer Genetik alles enthalten ist, dann ist es die Genetik, die sieht, wie man die Information gebrauchen können. Und da bringt mich zurück immer auf das Thema, dass man eigentlich etwas haben, dass man ganz oft, wenn wir ein Problem haben, wenn wir ein Dilemma haben, dann haben wir ein Entweder-Oder, mit das, was wirklich wichtig ist, als das Sujet drin war, und dann könnt ihr tun, wie man mit dem Sujet umgehen, dass es zu einem Entweder-Oder geht. Also, lohnt sich ein bisschen, den Tour ein bisschen rundherum gemäht. Wie gesagt, da könnt man den 2 Bücher, könnt ihr ja schon einen kleinen Abblick machen, darüber, was es mit den Unterschied. Wie was bedeutet das für den Mensch und sich? Das heißt, nicht nur über die Sachen durch als Psych, dass man als ein Trauma de Kanner die nächste Generation psychisch oberlehen, an die ihn auch genauso opfangen, weil als Erwachsener hat den schon gewissen Ideen an Erkenntnisse an, dann hält den die auch auf der Art und Weise op, beziehungsweise wenn es Leute sind, die als höher angestuft sind an irgendeiner Richtung, und so überholen wir das, jedenfalls auch nicht zu froh. Das heißt, irgendwie nie hat sich das festgesagt, auch an unserer Genetik, und ich werde dazu kommen, zu einem ganz wichtigen Punkt, mehr etwas als Epigenetik, also als Denkweise, die immer das Thema rauslässt. Also seht, okay, wenn den das Sujet kennt, dann ist das dort die oder weiß, wie ich mit dem Sujet umgehen.
das, weil die Epigenetik eigentlich statt, dass das ausmischt und dass die auch im Menschen Mango das die Epigenetik, die aber auch mental gesteuert wird. Das heißt, wir können eigentlich dadurch, dass wir als mental und schaffen, die Sache klären, können wir dann in dem Moment auch reingehen und wir können auch von dem Sujet an uns leid eine andere Weise entwickeln, wie wir mit dem Sujet umgehen und wie wir das Sujet noch draußen hier senden, erstens mal auf physischer Ebene an unserer Kommunikation mit anderen Leuten, auch natürlich mit den Kindern, an unserer Kommunikation mit uns selber, an mit unserer Weise, wie man das Sujet, wenn ihr kennt, handhaben, ob man nur als Riesenkatastrophe gesehen oder als Challenge etc. etc. Es gibt dabei ein paar Punkte, die ich extrem interessant fand. Und zwar, dass interessanterweise, wenn man über das Thema schwätzen, was Generationstraumata betrifft, dass Leute wie zum Beispiel der Gabor Mate, den ich auch extrem empfehlen kann, da kein Unterschied mischt insofern an einem Mann und Frau. Ich meine nicht, dass sie nicht gesagt, dass verschiedene Themen an Trauma, die hier bis zu Krankheiten am Körper, echt bei Frauen überdrohen gehen, wie andere bei den, die echt männlich sind, das ist nicht der Punkt. Aber genauso gut Männer wie Frauen haben Generationstrauma erlebt. Es spielt keine Rolle, wenn ein Hungersnot da ist, dann betrifft die Männer genauso gut wie Frauen. Wenn ein Krieg ist, dann ist Nuance, was keine Art von Trauma hat, vielleicht ein einer, mit dass sie alle zwei traumatisiert gehen, das ist auch klar. Ein Pap, der von der Kamera wäsch gehabt wird, für den Krieg zu ziehen, boven die gesehen, wie der Pap dahin geht, und die hier bei Situationen, wenn es da draußen anfängt, allen zu gehen, immer den Dingen holen, gehe ich auch von meiner Familie wäsch gehabt. Ich habe schon einmal mein Pap darüber hier verloren, verliere nicht mein Leben, auch von so etwas kennt, an meinen Kinder werden ohne Pap groß gehen, etc. etc. Während man vielleicht echt den Dingen hört, wenn der Pap nicht da ist, wie kriege ich meine Familie ernährt und da vielleicht echt in die Richtung geht, genau die Gedanken für uns tun. Ob sie die Gedanken allerdings lo und ein Bau für und dreht oder ein Mädchen, das spielt uns keine Rolle. Das kann immer ein bisschen darauf an, wie sich die Sachen entwickeln. Dadurch hat an dem Generationstrauma auch ganz oft einmal so eine Art Mutation. Das heißt, stell dir vor, Großmam, die als größte Mathe gehen, dass die Fliegerin hören hat, dass sie die Sirene hören hat, und dann hat sie müssen an den Keller laufen, für hier Kamera an sich selber für einen Bombenangriff zu schützen. Vielleicht als Denkelkant kriegt man irgendwie mit, dass du ein Panik ist, reagiert der Bemol auf eine Sirene, wie zum Beispiel hier in Lützeburg, wo die schon allmählich geht Sirene ein Kehr an, von den allmählich vom ersten Monat vom Mond, dass der Bemol da kann, auch also wissen, unruhig ist und eigentlich nicht weiß, für was das unruhig ist. Lo seht ihr schon den, das ist Sirene, die allmählich vom Mond eigentlich aufhängen. Und sie sind mindestens aus dem Tag, wo ihrem aufhängt zu schaffen. Und der Bemol verbindet die Panik mit der Arabisch, statt sie mit der Sirene und mit der Geschichte hinten drin in Verbindung zu bringen. Das heißt, die Leute, die Menschlichkeit tun, das Muster zu erkennen, auch wenn es mutiert ist, und die Chance hatten, mit Großeltern darüber zu schwatzen, für das vielleicht wirklich generationell schon ein bisschen anders abzufangen, die haben eine große Chance, inwiefern es natürlich machbar ist, als eine andere Sache. Nun ist ein Punkt so ein bisschen aus der Face gelost, das habe ich schon kurz angesprochen, das ist das genetisch. Den Unterschied haut an der genetischen Fortfeierung von den Ängsten, das heißt, ja, sie bildet sich nachher mal irgendwie an unserer Genetik an, dass den Aspekt von der Genetik, den sich noch vordrängt, und den dann durch die Genetik durchpackt, für an uns beholen zu gehen, an uns Ausstrahlung auch zu gehen. So auf der anderen Seite, aber früher, auf wirklichen Zeiten, einen ganz starken Aspekt gehabt, einen ganz starken Impact, den effektiv und erster Stelle mal genetisch festgesagt war. Und da komme ich zu meinem Lieblingsurbeispiel,
und zwar das von den Höhlenmenschen. Schon das Thema schon abgebaut durch die Sache von wegen, inwiefern wir soziale Wesen sind, aber genau hier haben wir eigentlich den Dinge. Das heißt, den Höhlenmensch, den hat schon gelernt, wie ich erklärt habe, den er lange rausgegangen ist, an den du weißt, dem Säbelzahntiger gesagt hat, oh Misi, von dem stammen wir nicht auf. Das heißt, die Leute, die mit besonderen Sachen umgegangen sind, mit vielfach mit Sachen umgegangen sind, die waren genetisch aus einem Pool herausgeholt. Heute gibt es die genetische Selektion nicht mehr. Da kennst du weiß, das ist genauso gut am Positiven nicht mehr wie am Negativen nicht mehr. Das heißt, ob das gut ist oder nicht, das lässt sich einfach nur mal am Raum stehen. Mir genau das ist das Ding. Das heißt, als ein Urpool von Leuten, von Menschen, wo wir hier kommen, denen hier Genetik also an erster Stelle mal auf Angst gepolt. Aber was möchte der Mensch, wenn er irgendwo dran eine Angst findet oder fühlt, da sichten sich nur draußen hin irgendwo eine gewisse Projektion am Sinn von, für was kann ich Angst tun? Und so entwickelt den auch ganz oft mal unbegrenzten Angst, die uns sich ja, so anders wie Menschen für so auszudrücken. Und sich kann ihn, das war auch die Sache, wo ich meine, ich hatte schon erklärt, das Thema gesagt haben, von ihn, ob als Werteskala übergeht, dass man irgend zwei Werte haben, die gleichzeitig immer so ein bisschen am Konflikt steht. Das ist also auf der einen Seite der Wert von der Sicherheit und auf der anderen Seite der Wert, sich selber können auszuleben. Und der Wert von der Sicherheit ist in unserer Gesellschaft viel mehr genährt gehen, weil der Wert von dem sich selber auszuleben. Sobald er probiert, sich selber auszuleben, war das nicht gut, das war egoistisch, das war, du denkst nicht mehr an dich, nach dir die Sintflut, etc., und das mehr oder weniger verdrängt gehen. Aber sobald es so gegangen ist, dass er nicht zugehört hat und sich dann an der Gruppe als sicher empfunden hat, und daraus auch das Scheinwort sozial Verhalten gemäht hat, also es verschönert hat, es mal ein so übertüncht hat mit Puderzucker, da war das gut. Das heißt, und sich man der ganzen Zeit die Angst nie geheilt. Aber dabei wichtig ist, dass das eine Angst ist, die keinsterweise nicht mehr Männer zugestanden hat, dass das eine Angst, die keinsterweise nicht mehr Frauen zugestanden ist, das ist etwas, das wir alle zwei anders tun. Und auf dem Punkt will ich natürlich auch angehen, wenn ich auf den zweiten Dingen angehen, auf den zweiten Podcast angehen, von wegen, eine ganz liebe Person, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, ob die Ausdruck Hexenwunde als Schwesternwunde. Und das werde ich in einem weiteren Podcast werde ich darüber angehen, weil wie grundlegend die Sachen schieflaufen, für den ich wirklich warne, werde ich natürlich darüber angehen. Nun will ich einfach schlussendlich jemanden aufschließen, was kann ich dann eigentlich noch machen? Und ich will nicht so, was kann ich machen durch die Traumata, aber was sind eigentlich die Sachen, wo ich kann lernen, für endlich so mal die für alle Mal zu heilen, sie wirklich auf ein Stadium zu kriegen, wo ihnen ein ganzheitlichen Dinge fehlt, und an dem Moment wirklich kann Frieden mit diesen Sachen kriegen. Auch wenn die uralt sind. Muss Misere kann erkennen, sodass er nicht die ganze Zeit an dieselbe Fallen tappt, anzuführen. Und sicher ist das an nächster Stelle ein riesiges Schritt, aber ich werde nicht auf Details eingehen. Der andere Punkt ist, gewinnt er wirklich unsere Sachen niederzuschreiben. Leute, die mit Tarot oder mit Aufstellungen schaffen, schafft für er selber nicht am Sinn, für eine Aufstellung zu machen, für die Leute von der Familie besser zu kennen und dann zu mengen, die können ein bisschen so rundherum zu schubsen. Ich werde auf das Thema auch noch was Stellprozesse betrifft, mehr für zu erkennen, wie weit Positionement von den verschiedenen Personen für das sich die Sachen durchgezogen haben. Zum Beispiel in der ersten Familie kann ich so, und das immer so ein bisschen das Ding eine Rolle gespielt hat bei mir, zum Beispiel also was meinen Mann betrifft oder was Frauen betrifft, von wegen schon auch früher ein Geld zu verdienen, ein Arbeit zu tun, versus für die Familie dort zu sein. Das dann auch zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das heißt, da könnt ein bisschen den Dinge von wegen,
dass es als freiem Stecker gewählt, mich auf Familie zu konzentrieren, mich um Familie zu kümmern. Aber da sind dann auch ein bisschen so hingesagt wird, dann ist auch dankbar, dass sie gucken, und ich schon nicht freiwillig für dich gemacht. Und ob jeder weiß, den Trauma auch weitergedrungen an der anderen. Das heißt, Mustern zu erkennen und dann die Muster natürlich abzuschaffen, das ist ganz wichtig. Aber die Möglichkeit tut sich das an der ganzen Familie zu gucken, und ich meine wirklich ganz Familie. Das heißt nicht nur die Eltern oder die Großeltern, guckt der Stadt an Harmonien. Was für eine Sorte von Mann hat sich Stadt Gesicht? Was für eine Frau hat sich den Money Gesicht? Hat der Money Grund für was denn nach einem Zwang sich eine zweite Freundin der geschafft hat? Also der Grund für was die Frau was weiß ich, probiert hat, immer unbedingt eine Arbeit zu kriegen, an irgendwelche Ausreden zu rufen, nicht an die Partnerschaft anzugehen, oder war das wirklich eine freiwillige Entscheidung für so ein schon Bock, schon wirklich den Beruf fand, den ich mache will. Und dann guckt er so weiter die Familie kann gucken, guckt er wirklich mal jeden an der Familie an und guckt, ob es nicht überall Muster gehen. Weil dann kann er erkennen, wie der gestrickt sieht, weil der aus den Mustern besteht. Und zwar genauso gut energetisch, also morphogenetisch, genauso gut epigenetisch, genauso gut genetisch selber, genauso gut psychisch. Und das ist recht der Moment, wo der darunter geht, an der halt den Challenge ab, für so ein ich will nur ich sehen, dann fangen die Arbeiten an, auch die ich auch nach der Zeit werde angehört. Themen, der merkt schon, es sind so viele Themen. Für da können sie so, was kann ich machen, dass ich wirklich aus dem Heilen auch rauskomme, an ein Heil sein, also nicht weh bleiben, mit dass ich wirklich kann sagen, okay, da komme ich auf einen Punkt an, wo ich merke, dass ich bei mir sehe, aber wo ich nicht mehr am Gang die ganze Zeit den Schiebler rundherum zu sammeln, für im Ganzen zu gehen. Weil den Haken in der Geschichte, und ab dem werde ich an dem anderen Teil angehen, das ist den so, ich weiß ganz komplett so, der Weg ist das Ziel. Nee, der Weg ist wichtig, Ziel ist wichtig, und der Weg ist nicht Ziel. Punkt. Aber wenn so arbeiten und sich möchte, die wird den Unterschied auch merken. Für ein Jahr war ich so invitiert, und da kam bei mich, und da sind zu mir, ça fait 3 ans que je suis chez un guérisseur. Und dann habe ich gefragt, est-ce qu'il vous a guéri? Und da war der ganz ruhig gehen. Und das ist der Punkt, weil wenn der auf der Idee sieht, dass er heilen soll, da stellt sich auch eine Epigenetik drauf an, dadurch gehen zu lassen von ihrer Genetik, für das der etwas gut für der Heile kann. Und sind die Chancen viel mehr groß, dass die Epigenetik Krankheiten durchlässt, wie die Gedanken, dass er ganz sieht und dass er gesund sieht. Spiel mal vielleicht ein bisschen mit dem Gedanken, wenn der sich bewusst sieht, das, was ich denke, das möchte Baustehen, den er nur als Filter gilt für die Grundenergien und die Grundinformationen durchzulassen. Was will ich als Grundenergie an meinem Körper zulassen, nach außen hin ausstrahlen und auch mit meinen Leuten austauschen. Ich hoffe, dass ich das so eine kleine Tour gemacht habe. Und dann mache ich mal eine kleine Pause. Und da werde ich auf das andere Thema angehen, was ich muss so mich extremst erfeiert hat, weil ich so es gibt so einen Film, den heißt Der bewegte Mann. Und da war den Norbert, den hat immer Leute mit rangeholt, den hat alles abgerafft dabei und da konnte nicht hier ran und da wird ganz wundig ausgeräumt. Und da sieht den anderen, Norbert, wann lernst du es endlich? Und ich fange los an, mit die Frau auch bei verschiedenen Leuten zu stellen. Also besonders die, auch wenn ich schläft richtig verstehe, wie immer, nicht die das irgendwo gelehrt tun, mit die das als Lehre weitergehen, dass die das wirklich nicht hanfrohen, an einer Leute an offene Messer laufen lassen, fand ich persönlich mit Vorsicht zu genießen. Aber worum es da geht, das werde ich euch, wie gesagt, an dem nächsten Podcast dann erzählen. Bis dahin, vielmals merci für das Nullausschauen. Wie immer, schöne Mittag, schönen Abend, a gute Nacht.